Aus der Pelzig Weltgeschichte, die Entdeckung von Amerika von Paul Münch. Was sind die glänzte Bube heit, so piffig schon und so gescheit. Die Kerlscher wissen heutzutage jetzt Städtchen in Amerika, wie hoch als jeder Berg dort ist und alle Staaten, alle Flüss. Ganz anders war's im Altertum. Was waren do die Leid so dumm? Da hätt kein eine Mensch gemeint, dass es 'n Erdteil gäbe kennt, der wo ganz auf der anderen Seite von unserem Erdklotz drüber leiht. Nur hinne im Staat Portugal hat sich 'n Mannskerl aufgehall, der hat, wann ich noch richtig weiß, Kolumbus mein ich als geheißen. Der hat 'n Plan sich ausgeheckt, wie man Amerika entdeckt. Man nimmt das Schiff und fahrt ins Meer, so gegen Westen ungefähr, dann kommt man am schönen Tag eniber auf Amerika. Und wirklich, 14 Tage danach, da ist er auch schon fortgezogen und rudert stramm hinaus ins Meer, für dass er recht bald drüber wär. So ist er lange rumgeschwommen, rüber, niber, grad und krumm und hat's schon schier gar aufgesteckt, dass er Amerika entdeckt. Und sein Matrosen sind schon bald rebellisch war und abgefallen und nur ein einziger treuer Mann ist zum Kolumbus noch gestanden. Und Sellermann war jedenfalls gebürtig aus der Liebepals. Das ist kein Schwindel, das ist wahr, man hat Beweise da davor. Denn wie das Schiff am nächsten Tag ist angekommen in Amerika, da holt der gut Kolumbus gleich den braven, treuen Pelzer bei und sagt: „Du bist 'n braver Mann, wo man mit Gold nicht zahlen kann. Du darfst ja jetzt Gnad aushallen, nach deinem Vergnügen und Gefallen.“ Der Pelzer denkt e Weilchen lang, dann hat er dabei angefangen: „Wann ich daheim bin in de Palz, da kocht mei Frau nur Rindfleisch als. Und seitdem ich verheiratet bin, hab ich noch kein Gemüs gesehen. Sie sagt als bloß, ich hab keine Zeit zu kochen wie die nobele Leut. Drum, Herr Kolumbus, wär mei Bitt, gebt mir e Sack Grumbeere mit, dass sich mei Kallin net so blogt, wann sie mir als mei Essen kocht. Denn für e Grumbeerwäsch zu quellen, braucht man sie nur aufs Feuer stellen.“ Und der Kolumbus hat gesagt, es is recht, jetzt noch a zweite Gnad. Da sagt der Pelzer: „Gut, es zwett, was ich noch arisch gerne hätt, das is 'n rechter großer Sack voll echtem Mexiko-Tobak. Denn drüben in de Palz, da hän se kein einzig Steckchen für se Pflanze.“ Und der Kolumbus sagt: „Es is recht, denn sollst habe mein treuer Knecht.“ Da hat der Pelzer schön gedankt und höflich an die Kapp gelangt, und bevor ein Jahr herumgang war, da is er fröhlich heimgefahren. Sei Karlin hat ihm gleich vor Fred ein Brote in die Pann gelegt und Rotkraut nebendran gestellt und so a Grumbeerwäsch gequält. Dann hän se fürchterlich achielt und arisch glücklich sich gefühlt. Die Karlin sagt: „Guck, des Gemüs, des freut mich, weil's so praktisch is. Und du, Herr Keidel, noch einmal, da pflanzt sich gleich der Garten voll.“ Uns war a Glück bei Frau und Mann, dass man's nicht schöner malen kann. Und nach'm Essen holt er gleich sei Pfeifchen und de Tubak bei und hat als Ringelscher geblos ein ganzer Dezimeter groß. In unserer Palz kommt seit dem Jahr die Grumbeer arisch häufig vor. In Schmalz gebackt mit so a Krusch, das is mei höchsti Fred und Lust. A mit ro gute Rahmsauce dran, es isch mir als e Penzsche an. Doch rohe Grumbeerknepp, wann's gibt, dann wird gegabbelt und geschippt, dass ich als nimmi laufen kann, weil ich so arsch Bauchweh hab. Und nach'm Essen kommt mein Klobe, da hock ich fröhlich hinterm Ofen und blos de Tubak in die Luft und freu mich an dem guten Duft. So macht's jeder Pelzermann, wo Geld hat und sich's leisten kann.